Ja, wir hatten den 7. Februar eine Motion erlöst, an der wir abgefordert haben, dass den Mindestlohn auch für Soldaten soll gelten. Wir waren eigentlich ganz verwundert, dass das noch nicht der Fall ist. Wir hatten eine Diskussion an der Kommission von der Défense, an den Herrn Minister hat auch eine Not gehen, die wahrscheinlich an dieser Diskussion dann auch zur Sprache kommt. Wir sind uns alle einig, dass die Soldaten von der Armee ein ganz wichtig Arbeit leisten an alle Riet, die da gehalten sind, die Regierung, wie hoch es auch darüber ist, auch vollkommen zu Recht. Es gibt aber 4 Grade bei den Volontären von der Armee. Von denen 4 Graden Soldat Premierklasse, Soldat Chef, also ein schüster Premier Soldat Chef, den höchsten von den 4 Graden, den bezahlt wird Mindestlohn an der Parage vom Mindestlohn. Die anderen 3 leihen eiser Meinung noch drinnen. Da dann im Kontext von der Armee Rekrutierungsschwierigkeiten hat, aber wo ihn da ganz normal davon ausgehen, dass de Salär ein Argument auch als soll geguckt gehen für mehr Leute an eine bestimmte Karriere zu kreieren, zumal von der jo wichtig ist. Wir sind noch an einem Kontext, wo die Armee, den Armeesbudget muss abgehen. Die Regierung sieht nur 1% vom Bruttonationalprodukt. Sie schließt doch nicht aus, mehr abzugehen. Und es verwundert uns ein bisschen, dass die so wie vieles ausgegeben für viele Großprojekte, auch das prestigiöse Projekte, mit der Sold von den Soldaten aber so niedrig schlägt. Da ist vielleicht eine andere Priorität nötig. Wir haben die Sache also diskutiert an der Kommission, darüber hin guckt man eine Not vom Minister, mit die Not vom Minister stellt uns nicht zufrieden. Weil da sind ganz viele Sachen geschieht an den Rechnungen, die sollen den Eindruck geben, dass Soldaten über den Mindestlohn bezahlt gehen. Und du hast das ein oder das andere, was man aber mal muss gucken, weil die Reise zählt, weil ich soll gucken, dass das der Salär de Base, dass ja den du sich ausmischt, ob er Mindestlohn bezahlt wird oder nicht, also ohne Primen, die für extra Arbeit gemacht werden, wie zum Beispiel für Auslandsmissionen, das nicht als Soldat permanent an einer Auslandsmission, verschiedener Giguen nicht dahin. Und das ist eigentlich der Salär de Base, den Blick muss geguckt werden. Der Minister schreibt doch von der Prime de Demobilisation. Aber auch die kriegt nicht jeder, dafür muss ich 36 Schmein denken, die kriegt. Dann ist es so, dass an der Armee bei den Soldaten ein Gratuité médicale ist. Das ist so seit ewig, das ist auch berechtigt, kontinu von der Natur von der Arbeit. Aber das ist so, dass dann eine theoretische Kotisation gerechnet wird, was das dagegen kosten, ob den Mindestlohn, als der gerechnet gehen, den Soldaten aber nicht kriegen. Auch das scheint als methodologisch nicht die richtige Manier zu sein. Dann wird geschwert, Soldaten hätten mehr Congé wie am Code du Travail. Das ist richtig. Mit dem Code du Travail als eng sagt, wir haben als Referenz, wo das eine staatliche Institution sind, Staatsbeamten und Employés beim Staat. Das tun Soldaten auch, was nicht anormal ist, plus RT Schuhe de Kompensation. Dafür kriegen sie aber keine Supplementen für Nutzdienst, für Dienst auf Feiertag, für Dienst auf Weekender. Auch das ist außergewöhnlich, die meisten anderen Berufe haben das. Da wo man ganz verwundert wie an der Nutze lesen, die dazu denkt, ja, zu beweisen, dass Soldaten den Mindestlohn verdienen, da wird dann eine Tabelle dabei, da lesen wir dann drin, les montants de la solde mensuelle moyenne, die hier gerechnet wird, indiqué, inclut l'allocation de fin d'année rapportée sur 12 mois. Das heißt, wir lassen den monatlichen Sold oder das monatliche Gehalt von einer Person festzustellen, weil die Allokation de fin d'année oder den 13. Monat hat angerechnet. Ich kenne nicht viele Berufe, wo das wäre, schon das auch deontologisch nicht an der Reihe für das zu machen, weil bei anderen Berufen geht das auch nicht gemacht. Die Konklusion, die ich aus dieser Not kann sehen, dass das Minister sich ganz viel mehr gehen hat, für zu beweisen, wir probieren zu beweisen, dass Soldaten effektiv den Mindestlohn kriegen, aber als Überzeugung aus sie kriegen nicht. Aber politisch als die Konklusion, die mir daraus erzählen, dass als Motion komplett justifiiert bleibt. Wir wollen, dass als Soldaten besser bezahlt gehen, was mehr Leute vielleicht kennt und der Armee interessieren, was nicht mehr gerecht wäre, weil wir fundamental der Überzeugung sind, dass kein, der schafft, soll unter dem Mindestlohn bezahlt gehen, besonders nicht, wenn ein gefährlich Arbeit möchte, ein wichtig Arbeit für das Land. Dafür bekennen wir als zu unserer Forderung, und wir wären froh, von der Motion haut gegen eine breite Zustimmung an diesem Heiligen Haus fanden. Das ist so nicht. Merci, Herr Karteiser. Es geht effektiv nicht darum, zu sagen, wir mengen, dass das mehr ist, oder wir mengen, dass das Männer aus Zölen empfangen, die Schwarze für sich.
Die hat auch ein paar die Sachen abgezählt, wie wenn die do mat abgeraschen gewesen, weil da war mega Lektüre noch nicht der Fall ist. Die Congéstage oder Auslandsersatz, die sind als zusätzliche Leistungen am Fondsgehalt abgefordert, die sind nicht an die Salär mit angeraschen gehen. Wir können natürlich auch hingehen, also wir bezahlen den Mindestlohn und dann holen wir das Avantage an Natur wasch. Ich meine, dann haben wir aber nicht den Soldaten eine Gefallen gemacht und da brauchen wir auch nicht. Ich meine aber nicht, dass es der Wert hat, an Diskussionen zu verfallen, wo man das ganze System auf vorstellt. Ich will aber auch so, dass den echten der Soldat als solches, den an der IB ist, den an der Formation ist, den hast du eigentlich nach einem CDD, den hast du noch nicht dargestellt. Also, das heißt, wenn wir aufhängen zu diskutieren, dass man den über den Donniver mussten hier, kann den alles machen. Ich so nicht aber, dass das wirklich nicht seriös ist. Auch die Leute in der Formation sind an der Armee, die Rekruten an der Instruktion der Bärs, auch das die Leute, die disponibel sind, direkt von dieser Notsituation aus. Das sind nicht, die sind auch die Letzten auch entdenkst, eben sind sie an der Ausbildung, mit auch die Leute bei Vigil, NAT und so weiter, gehen auch für verschiedene Aufgaben rücken zu, wenn man alle Menschen brauchen, gehen auch die Leute an der Ausbildung an der Armee selbstverständlich beansprucht, zumindest wenn sie schon einen gewissen Progress an der Ausbildung gemacht haben. Da wird das aufgeschlossen, die Diskussion ist bei 6 Ja-Stimmen, bei 52 Nein-Stimmen an 2 Abstentionen aufgelehnt. Dann lief man nach über die Motion, die vom Herrn Jean-Marie Halsdorf deposiert ist, befanden. Den Herr Karteiser friert direkt Wort. Ja, vielmals merci, Herr Präsident. Ich so der CSV auch merci für Ihr offensichtlichen Interesse an diesem Sujet. Ich will, Sie hätten ein paar Jahre älter gehabt. Weil, wo dir mit Verantwortung gedroht hat als CSV, hat er mit dazu beigetragen, wie Droit d'Exklusivität und Droit de Priorität von unseren Soldaten aufzubauen. Heute kommt er hin als CSV, also wir müssen über die Attraktivität von der Armee diskutieren. Das ist das wichtigste Instrument, das er hat, für das Leute an der Armee kommen, hat er geholfen, aufschaffen. Ich fand das hypokritisch. Dürfen wir aufgesehen, wir sind konstruktiv bei der ADR. Voilà. Stimmen wir nicht. Weil alles, was dir hier so, delen wir. Wir delen das, wenn wir so ein Affäre necessaire, wie das den Ding soll attraktiv sein, contrairement zu dem, was er hier an der Praxis schon gewiesen hat in den vergangenen Jahren, wo die den Konter gemacht hat. Er renforcer le rôle de formation de l'armée, selbstverständlich, soll man Leute so gut wie möglich qualifizieren. Er renvoie, und da können wir etwas, das ist eine Ambiguität, aber es ist so nicht, wie wir das interpretieren, und dafür stimmen wir mit, er revoir les salaires des volontaires en tenant compte de tous les avantages. Wir brauchen eine Koalition mit Herrn Bausche, wenn Herr Bausche ist nicht wieder in der Regierung, wir müssen den geringen. Das ist doch eine Tournure, die ich all deren ablässt, für sich die Leute nicht den Mindestlohn zu bezahlen. Das ist eigentlich Staat, aber trotzdem, wir so ein Mindestlohn als der Mindestlohn, plus die anderen Avantagen von so einer Operation, die selbstverständlich, aber wir stimmen das hier mit. Ich konnte nicht verschweigen, dass dir als CSV eine historische Mitverantwortung dafür hat, dass die wichtigsten Attraktivitätsargumente der Armee aufgeschafft werden.